Das Kölsche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur stärksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Hella blieb Friends, es ist Zeit wieder, denn heute ist wieder Podcast-Tag. Und wer gerade gedacht hat, uiuiui, jetzt gehen die Pferde aber total mit ihm durch, weit gefehlt, denn das war Jiddisch und heißt: Hallo liebe Freunde, es ist wieder soweit. Falls das jetzt nicht ganz so korrekt ausgesprochen oder beziehungsweise grammatikalisch nicht so ganz tipptopp ist, sorry, der Wille war ja da. Und warum jetzt Jiddisch? Aber als allererstes, viel wichtiger ist doch, dass mir auch heute wieder meine bessere Hälfte, der meschuggene Uli, gegenüber sitzt. Ein Traum. Mir gegenüber sitzt der Totengräber der Parkstadt Süd, Frank Mausbach, und nicht zu vergessen, der diplomierte Tontechniker Yannick, der sich gerade kaputt lacht. Ja, also ich komme nochmal zu meiner Eingangsfrage zurück. Warum jetzt Jiddisch? Ganz einfach, denn heute sprechen wir über den Duden Jüt. Uli, mein lieber meschuggener Freund, was ist denn der Duden Jüt überhaupt und was soll denn da heute entstehen? Fangen wir mal ganz früher an. Ganz früher gab es einen Judenfriedhof in Raderberg. Dieser Judenfriedhof wurde der Dude Jüt genannt. Im Schnelldurchlauf, wir dröseln das gleich noch ein bisschen besser auf, war das dann irgendwann mal ein Großmarkt, oder ist heute noch der Großmarkt. Und irgendwann wird es die Parkstadt Süd sein. Und wie das Ganze zusammenhängt, das wird euch in den nächsten 2 Stunden 30 Minuten der Frank erklären. Nee, komm, mit dem Neuen, da fängst du an. Ich bin mir so auf das Alte getrimmt. Wir erwarten hier in Köln tatsächlich das größte innerstädtische Bauprojekt Europas, die sogenannte Parkstadt Süd. Angefangen von ungefähr der Luxemburger Straße bis zum Rhein, den inneren Grüngürtel entlang, für die Freaks, die sich ein bisschen auskennen. Das geht dann am Südstadion vorbei, quer über das Großmarktgelände, quer über das Gelände der ehemaligen Küppers Brauerei an der Alteburger Straße bis zum Rhein. Da wird ein riesen Neubauprojekt entstehen. Dieses Neubauprojekt hat Dimensionen, da fällt man so ein bisschen um. Bis zu 4000 Wohnungen werden dort entstehen, zusätzlich Büros und Ladenlokale. Das ist so groß, man plant zurzeit 2 Schulen, die da sind, nur um diese Kinder, die dann da sind, auch vernünftig beschulen zu können. Der kleine Haken ist, kein Mensch weiß, wann es wirklich richtig losgeht. Man fängt mit den Bauarbeiten gerade schon an, weil momentan ist der Großmarkt noch im Weg, doch dazu später mehr. Ja, eine ganz große Herausforderung an die Planer ist allerdings bisher, glaube ich, kaum diskutiert worden, denn auf dem heutigen Großmarktgelände liegt der Judenbüschel, der alte Friedhof der jüdischen Gemeinde. Die Kölschen nannten dieses Gelände Dude Jüt, der tote Jude. Die exakte Lage des Friedhofs ist nicht so wirklich bekannt, doch es ist davon auszugehen, dass diese so rund um die Sechstemer Straße in Raderberg lag. Ne? Die Sechstemer Straße, die geht von der Bonner Straße ab und liegt so zwischen McFit und McDonalds. So in etwa, würde ich sagen. Ne? Wann ist denn die erstmalig erwähnt worden, der Judenbüschel? Das Ganze stammt aus dem 12. Jahrhundert. Vorher war da tatsächlich eine Marterstätte. Also das weiß man schon, dass da gerädert, gefählt, erstochen, erhangen worden ist. Und dann war da noch tatsächlich auch ein Tjostplatz, also so ein Kampfplatz, wo man so mittelalterliche Turniere ausgefochten hat. Alles weit vor den Toren der Stadt. Nochmal, die Stadt endete bestenfalls am Klodwichplatz mit der mittelalterlichen Stadtmauer. Wir waren hier so ziemlich am Ende der Welt bei der Kappesbohre hier drusse. Und da gab es dann tatsächlich irgendwann das Dekret, dass die Juden dort bestatten durften, was schon fast ein Privileg an der Stelle war. Und dann haben die Juden auch tatsächlich an diesem jüdischen Friedhof bestattet. Allerdings gab es schon damals entsprechende Schändungen und Pogrome. Und mitten im 12. Jahrhundert ist dieser jüdische Friedhof tatsächlich aufgegeben worden. Ja, die Grabsteine wurden übrigens dann als Baumaterialien in Köln und im Umland genutzt, also zum Beispiel auf der Burg Lechenich oder auf der Burg Hülschrath, aber auch, und das ist besonders, ich sag mal, anrüchig und pikant, bei uns im Hansasaal, im historischen Rathaus, wurden diese Grabsteine, sag ich mal, einfach in die Wände geklöppelt.
Schon ab 1372 gab es dann wieder die Nutzung als jüdischer Friedhof. Das hat sich alles so ein bisschen gelegt. Allerdings ist das Ganze so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Juden haben irgendwann gesagt, die hatten genug von der heiligen Stadt Gölle, sind dann übergezogen ins rechtsrheinische Deutz. Deutz war nicht die Stadt Köln. Deutz war im Einflussbereich des Herzogs von Berg. Da galten andere Bestimmungen. Man war liberaler, man war freier. Viele Protestanten sind auch dahin und die Juden auch. Und dieser Friedhof ist tatsächlich in Vergessenheit geraten. Ja, ich sag mal, zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dann die Örtlichkeit zum Duden Jüt wieder genutzt für Vergnügungen, vor allem für Tanz. Vor den Toren des Köln gab es mehrere Ausflugslokale, zu 1928 zum Beispiel eines davon, das war das Neue Zollhaus, ein bekanntes Tanzlokal mit einem Konzertsaal. Das war vor allem bei den Bewohnern natürlich der Südstadt beliebt, weil das liegt ja bei denen vor der Tür. Als Adressangabe damals die Bonner Straße 138 an der Arnoldshöhe zum toten Juden beschrieben. Willi Ostermann hat dazu 1907 ein Krätzchen mit dem Titel Am Dude Jüt geschrieben. Mit der Eingangszeile, will Malache sich vermache, muss nom Dude Jüt majon. Dabei wird aber natürlich nicht das Tanzen auf Gräbern bzw. Grabschändungen besungen, nein, sondern es handelte sich beim Duden Jüt lediglich um eine bekannte Ortsangabe. Der Dude Jüt war somit so ein bisschen so der Brüsseler Platz von heute vielleicht, ne? Oder vielleicht die Südstadt von heute. Man hat da wirklich Party gemacht. Es war, so Tanzlokale gab's da. Es gab auch 2 Kasernen übrigens direkt in unmittelbarer Nähe. Da hatten halt die Soldaten auch Bock, es ein bisschen krachen zu lassen. Und frequentiert wurden diese Tanzlokale insbesondere von den Arbeiterinnen aus der Südstadt. Die haben beim Bayern gearbeitet, die haben im Stollwerk gearbeitet. Das waren diese Mädchen, die hatten 6-Tage-Woche und sonntags durften die mal raus zum Tanzen. Und dann sind die zum Tanzmatinee, weil abends mussten die wieder im Schwesternwohnheim zurück sein, sind die dann in die entsprechenden Tanzlokale zum Dude Jüt gegangen. Und darauf bezieht sich dieses Lied auch von Willi Ostermann, der da diese Mädchen auch beschreibt, wie sie dann herausgeputzt sich da hingehen und dann einmal in der Woche für ein paar Stunden zumindest Spaß haben. Die Mädels hatten übrigens 60-70 Stunden Woche, muss man dazu sagen. Ne? Ja, dann dürfen sie auch jetzt tanzen, ne? Und ein bisschen Kölsch trinken. Oder? Der Dude Jüt hat natürlich auch noch andere Geschichte gemacht. Es war dann so, dass ab Beginn des 20. Jahrhunderts auch tatsächlich diese Ecken Raderberg, Zollstock und irgendwann auch Radertal, Bayental besiedelt worden sind. Vorher war das so ein bisschen Nowhereland, wo die Kappesbure waren. Und der wohl prominenteste Kölsche, jetzt sind wir mal gespannt, ob der Herr Tontechniker oder der Herr Mausbach erraten, wer das ist, hat über den Duden Jüt geschrieben. Der prominenteste Kölsche, der ist nämlich als Vierjähriger von der Südstadt nach Raderberg in die Kreuznacher Straße gezogen und dann fuhr natürlich auch man immer am Dude Jüt vorbei und er schreibt, ich zitiere: Als ich 4 Jahre alt war, zogen wir aus der Vorstadt in einen noch halb ländlichen Vorort. Ich legte den Weg dorthin auf der ersten Umzugsfuhre zurück. Der Weg schien mir unendlich weit ins Unendliche zu führen. Links am Anfang der Straße ein vernachlässigtes, zweistöckiges Bauernhaus. Rechts der große, schon geräumte Judenfriedhof, da sind wir wieder, noch Grabsteine darauf, doch schon der Planierung anheimgegeben. Mein älterer Bruder brachte später manchmal Gebeine mit, die er auf dem Heimweg dort fand. Wieder links zwischen den alten Obstbäumen, schon aufgegeben und halb verfallen, das große Tanzlokal, ein seinerzeit beliebtes und bekanntes Arbeiter- und Soldatenbums. Wer war das? Das ist unser einziger Literatur-Nobelpreisträger aus Kölle, der Trümmer Schreiberling Böll. Großartig. Du hast mich jetzt beeindruckt. Ja. Der Tontechniker wusste es übrigens auch. Der hat eben schon genickt. Ne? Der kennt auch einen Verwandten von dem. Ihr seid so prominent, hör mal, da fällt mir nichts mehr ein. Wir kennen einen, Aber es zeigt eigentlich die Situation dann in den 20er Jahren, dass die ganze Geschichte mit dem Tanzlokal war dann irgendwann ein bisschen vorbei und das verfiel alles, es gammelte vor sich hin und die Frage war tatsächlich, wie geht's jetzt weiter hier an dieser Stelle mit dem Dude Jüt?
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Zeitsprung mache, das kann sein. Time Warp again. Erst im Jahr 22 wurde bei der Errichtung des Güterbahnhofs der Friedhof wiederentdeckt. Grabstätten und Gebeine wurden auf 1922. Ja, 1922, Entschuldigung, 1922. Grabstätten und Gebeine wurden auf den neuen jüdischen Friedhof in Bocklemünd umgebettet. Allerdings im jüdischen Glauben gehören Gräber zum ewigen Eigentum der Toten und dürfen nie berührt werden. Schöne Grüße an den Bruder vom Herrn Böll. Daher kann davon ausgegangen werden, dass im Jahr 1936 die Errichtung des Großmarkts auf dem Gelände des Friedhofs durch die Nationalsozialisten als bewusster Affront gegen die jüdische Bevölkerung zu verstehen war. Heute erinnert nur noch eine bescheidene Informationstafel an der Markthalle an den jüdischen Friedhof. Und mit diesem Wissen stellt sich nun die Frage, wie mit dem Erbe umgegangen wird, wenn denn da mal so super toll neu gebaut wird. Lass uns ganz kurz mal einen Schritt zurück nochmal. Nochmal einen Schritt zurück. Zur Errichtung des Großmarktes. Also die Nazis haben tatsächlich den jüdischen Friedhof geschändet. Die haben den planiert, haben den platt gemacht und haben einfach mal den Großmarkt draufgebaut. Der war bis zu diesem Zeitpunkt mitten in der Stadt, am Heumarkt. Der war da, wo heute das Maritim steht. Da war der Großmarkt. Die Nazis haben den dann tatsächlich nach Raderberg verlegt, weil da war dann auch ein Bahnanschluss und das war jetzt nicht ganz so eng wie in der Innenstadt. Und man hat im November 1940 dann den Großmarkt eröffnet. Prägend für den ganzen Großmarkt ist die riesige Großmarkthalle. 130 Meter lang, 57 Meter Spannweite, 22 Meter hoch. Das Ding steht seit 1989 unter Denkmalschutz und ist halt mitten auf dem Gelände des heutigen Großmarkts und ist Chance, Fluch und Segen. Ja, wie komme ich da jetzt wieder hin? Also jetzt wollen sie das Ding jetzt platt machen und irgendwo anders hinziehen, wo auch immer in Köln sich Platz findet für diese neue Markthalle. Dann wollen sie da schön bauen. Dann wollen wir doch mal hoffen, dass die Stadt ihrer Pflicht für eine adäquate Würdigung des Friedhofs nachkommt. Was nicht ganz so einfach ist, weil die Parkstadt Süd, die Planung ist im vollen Gange. Einzelne Bauten werden gerade schon gebaut von der neuen Parkstadt Süd. Und ich hatte mit einem von den Planern gesprochen, habe gefragt, wie geht ihr eigentlich damit um, dass es noch den jüdischen Friedhof da gibt? Und der sagte zu mir, naja gut, wir werden da so einen kleinen Park hinbauen mit ein paar Gedenktafeln. Ehrlicherweise sehe ich das in den Plänen nicht. Und zweitens reicht das nicht nach jüdischem Glauben. Es gilt dieses Ewigkeitsrecht. Das nächste Problem, unabhängig vom jüdischen Friedhof, ist die Großmarkthalle, die mittendrin steht, 130 Meter lang, 67 Meter groß. Da kannst du locker ein Fußballfeld drin unterbringen. Die steht unter Denkmalschutz. Du kannst das Ding nicht platt machen. Es gibt eine Riesendiskussion gerade, was passiert mit der Großmarkthalle. Es gab dann so ein paar Idealisten, die gesagt haben, oh wunderbar, dann lassen wir den Großmarkt einfach in dieser Halle drin und drumherum Wohnbebauung. Da möchte ich mal gerne sehen, wie die Jungs, die dann 7.000, 8.000, 9.000 Euro im Quadratmeter für ihre Wohnungen ausgehen, damit umgehen, wenn da 40 Tonner nachts um 2 bis 4 vor der Tür parken und hin und her rangieren. Das ist also alles ziemlicher Kokolores. Die nächste Idee war, einen Food Corner zu errichten, so ähnlich wie in Barcelona gibt es sowas wohl, ich kenne das nicht, aber es muss sehr schick sein. Da kann man dann so in dieser Halle dann lecker essen gehen. Die Idee ist nicht schlecht, nur Raderberg ist jetzt nicht das Zentrum von Köln. Du bist ein bisschen außerhalb, also wie gehst du damit um mit der ganzen Geschichte? Ja gut, aber Raderberg ist ja ein unglaublich, sagen wir mal, wachsendes Viertel. Jetzt kommen da nochmal 4.000 Leute dazu. Also vielleicht muss man jetzt nicht diese Riesenhalle als Food Corner machen. Also es kommen eher 7.000 bis 10.000 dazu. Ja, genau. Also ist schon die Frage, ob das sich nicht doch für die Südstadt tragen würde, wenn man es mal anständig macht. Naja gut, aber diese Großmarkthalle, da musst du erstmal ein paar Millionen reinstecken. Geh da mal rein. Da bröckelt die Decke runter und die haben gerade die Decke mit Planen verpackt, damit die dicksten Brocken eigentlich auf den Kopf fallen. Da ist also echt Musik dahinter. Wie das weitergeht, es weiß ehrlicherweise heute noch kein Mensch. Kleiner Appendix übrigens noch, Stadt Köln ist ja dann so ein bisschen hilflos. Die haben dann auf dem Gelände des Großmarktes erstmal den sogenannten Pionierpark errichtet. Lustige Idee, ein Park auf Zeit, das geht nur in Köln. Dieser Park steht auf dem Gelände der neuen Parkstadt Süd und soll dann irgendwann mal wieder abgerissen werden, wenn dann die Parkstadt Süd kommt. Nur was ist in Köln dauerhaft? Das Provisorium. Ja, und ich würde sagen, damit sagen wir Tschüss und Shalom und beschließen mit dem jüdischen Sprichwort: Seitdem der Tod aufgekommen ist man seines Lebens nicht mehr sicher. Seid gespannt, was passiert im jüdischen Friedhof und wir sind selber gespannt. Wir sind ja Nachbarn der ganzen Geschichte. Madet Jod, bis demnächst und vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.